Like a Hellcat. Like a hell. Like a Hellcat.
diamond. I've been I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you want
Willkommen beim Showdown. Haut op den dünnchtes. Der letzte Match aus der Ronin spielen wir haut Elite gegen die Bananas. An beimer Hunisch des Heiles. Ja, salut. Merci, dass ich schon dir von dem Mod dabei sind für die Kommentare haut. Und ich denke mir, es haut vielleicht noch ein interessantes Match. Genau. Die zwei Teams müssen Wahl nämlich dem Niveau spielen. Also sind wir gespannt, was könnt. Wir haben auch einen Comeback-Spieler, den seit 2 Jahren nicht mehr gespielt hat. Der Big Baker ist zurück. Ja. Und wir sind mal gespannt, was den Drop hat. Kleine Pause gelöscht, einfach sich angespielt, dann das müsste mal alles rumfunzen. Das ist bekannt für auch mal Mantis rundherum zu fahren. Also du wird man wahrscheinlich anständig Mantis-Akrobatik gesehen. Mantis gesagt, nicht oft haut es das, ne? Nee, besonders auch nicht nur die Bettmobil-Diskussion, wo der Mantis oder allgemein Plankmobils halt irgendwie anders dazu wie das Bettmobil von 2016, wie es haut zu da siehst. Ja, das war ja riesig Skandal, du am Cooks hier. Ei. Ah, Mann, ja, freck, ja. Das Bettmobil war einfach fort. Von ihm hat der, ob der da hat. Boden zerstört, weil du guckst dir demals. So, die Spieler müsste Bescheid wissen, halber geht es dann lass. Ja, der Match ist ein bisschen spät wie geplant. Sollte ja eigentlich bis sondern alle Spieler aus der Runde 1 fertig sind, aber es gibt da ein kleines Problem bei einem Spieler und dadurch Hummer den Match müssen Haut verlieren. Tatsache gut gespielt. Wenn du Tableau guckt, so sie provisorisch Resultate geschrieben, aber ja, das ist noch gut nicht fast. Dafür auch 1-0 an 2-0. Meier alles. Wie schätzt du dann? Wie geht der Match dann haut aus? Beide Partien. Gesehen wir ein 2-0 oder ein Molenka ein 2-1? Also ich persönlich gebe mal darauf hoffen, dass man ein 2-1 gesehen. Das wäre, ich meine, auch für das Publikum, ich meine, das wäre wunderschön, wenn man Molenka einen vollen Match und eine volle Länge gesehen, vielleicht sogar mit 1 oder 2 Matches Overtime. Das wäre richtig interessant dann. Also ich hoffe, dass es 2-1 ausgeht. Am Moment eben noch schwer aufschätzbar für wen, ob es für Elite oder für die Bananas ist. Wir hoffen, dass es ein interessantes Match gibt. Ja, natürlich. So, alle Moment das Truppen drin, das Spieler joinen. Ich gehe schon mal der Maus aus dem Bild. Ich habe bemerkt, dass die abgeholt, obwohl ich das zwar ausgestaltet habe, also merci OBS, auch nur Props. Ja. Technik will halt nicht immer. Mich ist dann, wenn sie gefroht ist, dann will sie nicht. Und du könnt Elite schon mal ran. Der Pascal hast du, den Zwerg hast du, kennt den sie. Und das ist der Big Baker, okay, Elite ist definitiv Brett, diese Show. Muss man immer noch auf Bananas werden. Und schön noch das richtig Passwort durchgehen zu, sonst werden sie ja nicht rankommen. Ja, effektiv, das wirst du sehen. Ich meine, sie würde weisen, dass eigentlich voll mit dabei sind, Elite. Und das schenkt mir gut Motivation, um ein paar hinzugehen. Und das ist gut zu sehen. Genau. Bis Luftfatron ziemlich interessant, viele Teams, die positiv überrascht tun. Und ja, mal gucken, was das für Match geht. Wir gucken nur Match auch nach einer anderen 2 ran. Also bleibt drin. So, Loma de Pointy Pad, der Froggy an den. Den dritten, was denn du? Anscheinend tut den dritten vielleicht noch ein bisschen Verspätung mehr als seiner Weg. Kurz mal gesagt, also kann sich vielleicht noch eng 2-3 Minuten handeln. Was denkst du, der Winner ist dann an Dinger Hinsicht der Favorit, obwohl man Bananas nicht kennen? Wie gehst du den Match schätzen? Also Elite hat sich definitiv schon paar Mal Numm gemacht, an diversen Turnieren, oft auf den Hagen Posten gespielt. Enker zweiten, manchmal sogar Enker Echten oder Ball Echten. Also wie gesagt, ich denke, die Elite als Gegner den nicht zu unterschätzen ist.
Aber boah, wie du schon siehst, von den Bananas haben wir noch nicht viel gesehen. Ja, effektiv. Ja. Natürlich aus der Hinsicht kennt man so den Underdog nennen, ne? Für den Moment, weil wir halt noch nicht genau wissen, wie genau hier ihr Spielstil ist. Aber ich meine, das wird man dann noch schon gesehen. Genau. Ich zittere schon, Mann. Ich will den Match gesehen. Wie die kennt man dann, den dritten Spieler von den Bananas. Ja, am Moment hast du das noch nicht gewusst, denke ich. Ja? Hoffen wir mal, dass es nicht allzu lange dauert. Ich meine, wir sind ein bisschen open. Anscheinend möchte gerade der PC und dann wird er doch schon umrulle sein. Oh Mann, der Tisch Magin hai on, abgewärmt an den Match ran. Ich denke, du sie mehr als Cast auch schon mehr abgewärmt, nur als in 2 Partien da am Hoops für drin. Ah, das war ja ganz episch, wo man gespielt hat. Ne? Super, super Wahnsinnsaktionen. Wenn es alles nicht kennt, Spieler bei der Red Lions. Ein anständiges Match gehabt, letzte Samstag. Nee, respektiv Sonden. Mhm. Oh, du hast es getan. Jetzt wäre ich ganz schnell rausgegangen. Gehen du vielleicht Probleme beim Joinen? Silas, du hast den Chat am Arm. Ja, alles am Ohr. Du, hi, Rocket League Neustart. Frame Rip, okay, ja. Okay. Standard Rocket League. Den Zwerg, den musst du volle Pulle, alle gut Frames, die der Computer kann rausholen. Und nicht Minimum Frames soll spielen, das ist na klar zu verstehen. Ne? Ich denke noch. So, lo mal den Black Coco dran. An den Turriger auch im Dreck. Ja, wenn sie dann nur den Tritt an der Arena machen, dann sprangen wir auch direkt ran. Und da geht der Teil las. Elite gegen die Bananas. Best of 3. Turek möchte nicht Schritt. Big Baker joint no und der Pascal ist dran. An Bananas sind auch brett. Alles es geht. Da gucken wir uns mal direkt den Kickoff an. Bei Elite natürlich der Big Baker, den normalerweise immer für den Kickoff geht. So, erste Ball. Direkt schon Big Baker drohen. Geht aber schon aufgefangen vom Froggy. Springt ein bisschen Lunch. Pascal mal den schöner Pass nur 4. Findet aber keinen Aufholer. Geht selber in der Drop. 2 Occasion. Schießen in die Luft. Pascal Römer an der Luft. Froggy aber schön gesehen und aufgeblockt. Oh, der Black Coco ist da lang. Du könnt den 1v1 mit Baker gefährlich. Close. So, Baker lohnt natürlich ein schöner Pass. Oder möchte direkt? Nee, hat leider mitgepackt. Scheint schon ein bisschen angerascht. Turek lohnt Ball. Ob der Black Coco den du ein bisschen da lang springt. Mehr Unterstützung kriegt von seinem Mate. Pointy Pat. Black Coco durchkommen. Froggy ein bisschen defensiv haut. Guckt statt ganz dünn. Wir spielen aber auf beide Seiten eigentlich gleich lang bis low. Und du kannst schon den ersten Goal. Oh. Big Baker hier ist wie gebannt gegen Pointy Pat. Mischt hat.
Aber mir stiftet der Server gerade auf. Aber mehr ist alles okay. Der Streamer ist aber noch unten. Ja. 1:0 für die Banane aus, den Upset. Hätte ich noch nicht gedurcht, aber ein Match hat 5 Minuten nach kein 2. So, der Bakerlo, man leider einen Pass, der schief geht. Pascal Donnecker gestoppt, mir auch nicht so gut geholt. Turek aber an der Defense, Brett für den unzuhöhle Black Coco rumdrun. Turek. Du eigentlich Pass. Oh, der Pascal. Pascal. Vielleicht. Halten rum. Okay, der Frogi hält das ganz entschärft, ein bisschen. Er geht ja dann offensiv drüber. Na, Big Baker scheint aufgewählt. Elite gerade ein bisschen defensiv. Kennt den nicht so. Meistens mehr offensiv. Auch mehr an der Luft. Und der Gegner vielleicht ein bisschen unterschätzt. Gedurcht. Das gibt ein easy Game. Mir spätestens lo gesehen hat, dass Bananas definitiv etwas zu bitten haben. Frage ich schön akrobatisch probiert nach der Ball zu erreichen. Geht leider nicht durch. Pointy Pad aber schon ist bereit für die Forstmann an den Setzt sich durch. Vorne Chef vom Zürich, das war super gut gemacht. Also gute Aktion. Schnell reagiert, für den Ball aufzugreifen. Ja, verdient eine Goal. Ja. So kommen direkt die Elite. Ball für den Baker. Black Coco verliert den 1v1. Der Pascal wahrscheinlich weh, mehr könnt nicht. Pointy Pad. Du hast Pascal. Turek unterstützt. Noch ein bisschen schnell, mega aggressiv. Ich meine, holen sie den Trick raus. Gegner am Anfang ein bisschen analysiert. Frogi lässt sich das aber nicht gefallen. Pointy Pad probiert den Flitliner den Nieft. An Pascal wird groß und weh. Viel Platz. Doof geblockt vom Coco, ja. Black Coco. Und den Serverzustand ist natürlich wie bekannt immer bei Elite, wo der Server nicht funktioniert. Oh, der Pointy Pad hat probiert, den Hand mitzukriegen in 2 Schmäh. Gut Defense, aber noch von Elite, für den rauszukriegen. So, Chance von Pascal noch. Ja, Big Baker probiert mir damit mitzukriegen. Und setzt sich so durch. Ja, aber eigentlich schön Defense noch von der Bananas. Dann von Big Baker natürlich schon den Information im halben Bettmobil da. Auto zu rampeln. Der Coco vielleicht ein bisschen zu los, Zwerg direkt gesehen. Frogi ja, definitiv weiß sich von der guten Seite, was Defense so geht. Am Angriff noch nicht viel gesehen. Du lässt den Pointy Pad und Black Coco drin. Baker Low probiert den Winkel. Fliegt aber leider Lunch. Das ist wahrscheinlich die 2 Jahre Pause, die in der 100. Shirt. Hallo, schöne Pinch, den sogar Richtung Goal geht. Gefährlich geklärt, quasi gar nicht geklärt. Frogi ist aber noch einen im Ball. Und geht weiter an die Richtung von blaue Goal. Das gewinnt der 1v1. Challenge von Black Coco High. Pascal Challenge verloren. Kein von der Bananas, den sich lohnt, den Ball traut. Big Baker schön durchgesetzt hat. Wisst ganz genau, wie sein Plank funktioniert. Benutzt den einfach Drahtteil und hält sich den 2:1 für die Elite. Von der Schein aufgewartet von Big Baker und super platziert. Schön, dass man vielleicht aber keine Verlängerung gesehen mehr Molo fahren, ne? Ah ja. Das Recht geht von aufgepasst was, respektive ja. Ball im Boden leid. Da kann auch definitiv etwas geschehen. Der Kokolo im Ball springt leider dann Lunch, wird sich doch keine Zeit gelos. Gefährlich, bei Elite musste da halt auch ein bisschen zeitlos, ein bisschen Mindgames rauspacken. Big Baker natürlich auch einen extrem guten Fighting Game Spieler, bekannt an der Melee-Szene. An 1:0 für Elite. Ja,
dort war leider aber noch knappe Match leider halt für Bananas nicht so abgegangen wie eventuell geduld und Molo fand was den zweite Match war da so weit ne definitiv knappe Match trotzdem für die Bananas muss dort nimmen ein bisschen mehr kommen die Force scheint hier zu funktionieren mit den Ugriff du habt das momentan nicht belicht so Turik möchte den nächsten Schritt und sich Spieler nicht so entschied Server nicht starten da scheint ja auch alles an der Reiz sind dann sind das wahrscheinlich schlimme Probleme die mal wie mir abtauchen dazu sei ich schon sehe das kein Problem da war Tapsach geht weiter gerade schon direkt eine Chance vom Pointy Pad eine Golo Pascal probiert Chance Black Coco aber kommt direkt platt oh, an der Dreierformation greifen sie unten die Patrick gezogen Frogilo im Ball probiert ihren Dribble könnt nicht durch den Pascal an Big Becker wahrscheinlich schon ist an der Luft allerdings Chance gut Pascal war belicht gebannt gehen schmengen Boost auch nicht mit Goal aber nach voll an Zwerg probiert direkt lohn ein Kopf der Goal macht da Pass den dritte Mann Becker kriegt den Winkel nicht hin an Loge Fehler für die Elite natürlich Rick Black Coco hat lo de Winkel kennt den holen Ball im Double Komitee gelöscht me blacklech Ausgang Big Baker probiert logisch gut Lunch gespielt Pascal pass op de Baker nemechte der Länge lo pass op de Baker könnt durch Black Coco Shane durchgedribbelt probiert zu den Double Touch man Pointy Pad den sich nicht durchsetzen kann der Froggy passt zurück mit Pascal den deklärt hat weil dann warum schlappen und weiterhin 0-0 oh lo ein bisschen misskommuniziert oh mein Gott wird mich direkt do wird wahrscheinlich bei der Gage der Boost sich an close vom Baker gerät noch Baker High hey, auf der Ceiling Zwerg gesagt hat probiert natürlich doch ranzuschießen Froggy aber an der Defense nicht abzuhalten ja ziemlich stark vom Froggy das du alles noch schön entschärft geht von den Bananas ausgesehen an Pascal kleine Fehler von den Bananas nee Pascal Dutze Louis wird wahrscheinlich Keyspieler für uns spiele von oder das Mensch geht auch nicht von Baker Lochain geloppt an der geht dran oh wow anders schon den nächste Goal vom Big Baker tip top schön im Winkel wahrscheinlich von den Bananas mit einem Ceiling also der Ball das Ceiling toucht gerechnet dem wo aber nicht so Kickoff geht lo auf Zeit von Elite Baker direkt Ballo zu 3 ob E-Ball von der Bananas Baker passend mit Pascal aus Brett Zwerg fake den aber durch lohnt sich an der Hand an gesagt Ball so aus wie war man auch high Kids wie zu krähen leider nicht leider gesagt mit 2 Minuten an ein Halle do geschieht noch viel so Black Coco Lochain durchgesagt Point Pad direkt an der Luft Black Coco nach einkehr Pascal war ziemlich schlüssig also Chance war do me Point Pad irgendwie nicht richtig an die Luft kommen Froggy muss klären wahrscheinlich Froggy mehr an den Ugriff setzen scheint ja aber Ballkontrolle zu holen ob man es wissen wie Niveau der Ball schloen und die Pazitlo durch geht er lang noch 4 Black Coco warten ein bisschen an Baker heute zerstört an Pascal dribbelt nur durch Froggy Open Goal 4 Elite ja. Losgespielt da war hoch ja gesagt den halt bis dass der Kipp von der Bananas an der Defense bis sie unkonstant das von Zeit zu Zeit und ja leider mussten sie doch für den Preis bezahlen 3-0 für Elite genau wird der nächste Match noch so blendend ausgesehen und gesehen mal lo quasi gut nicht mehr von der Bananas an Chained als Prediction vorwärts zu gehen der 2-0 oh.
Pascal O'Shea geklärt hat, schön an Luft gegangen. Ob der Baker konnte nicht unholen, Pascal mischt also einfach weiter. An Turek, Pratt, mit einer Demo. Froggy an, Pointypad auf der gleiche Boost gerannt. Und Baker schießt nur an, oh, frack. Aber Elite hat genug Zeit, wenn es im Double Commit von der Bananas an den Froggy oder wenn war Menge schwarz so zerstört. So, gefällig op in der Goal. Pascal halt sogar den Boost geklaut. Dann ist ein Passgesicht, konnte sie nicht durchspringen. Methorik hat einen Winkel, Shay probiert. Oh, und da war Luchet gespielt von Elite. Hey. Du sagst ihnen, dass sie auch ein bisschen Erfahrung hat, dass sie Summespielen holen, die auch manche Teams am Turnier, die das quasi nicht abweisen sollen. Elite ist definitiv ein Team, das schon ziemlich lang existiert und ziemlich lang zusammen spielt. Vertrauen, dass du Leute kennen sich. Und dementsprechend das auch das Resultat hat. Ja, hat gesagt, effektiv, das war ein Unterschied zwischen den zwei Equipen. Ne? Das ist ganz klar zu sehen, dass aber ein bisschen mehr Kommunikation stattfindet bei Elite. Und ja, wie ist es so? Dass, wenn man am Anfang gesagt hat, Elite hat vielleicht aber ein bisschen den Fehler allein wenn es Kommunikation an den Scheinen aufgefangen vom Turek von der Schein. Nächste Aktion, probiert die Elite Lunecker zu zielen. Pascal dribbelt da, aber hält er nicht ganz matt. Ist der Schluckrot. Mit Pointypad probiert, Baker gönnt das. Der Bananas einfach nicht. Melo weiß in Bananas halt, dass sie einfach spielen können. Wo war das Spiel die ganze Zeit? So leiten im Boden. 2:0 für Elite. Damals sind wir mit der ersten Runde durch. Silas. Ja, also ich meine, das war am Grunde hatte ich vom nächsten Match gedacht, okay, das tut relativ interessant gehen. Der nächste Match war super, beide Seiten waren ziemlich am selben Niveau. Und leider habe ich den aber gesehen an der zweiten Halbzeit, an dem zweiten Match, dass du aber eine Differenz zu gesehen war, ganz klar. Ich meine, das war ein bisschen warm gespielt von Elite am ersten Match und am zweiten waren das schon ein bisschen mehr Show und das habe ich noch fand ich relativ gut gesehen. Ne? Genau. Jo, das war ein Match von der Runde 1, alle gut. Wir konnten alle gut gestreamt bis auf Triple Commit leider. Aber die sehen wir dann nächste Woche mit einem ganz interessanten Match an. Wir gucken mal auf den Spielplan von der nächsten Woche. Ja, der Spielplan. Und der Spielplan will abgehen. Du hast Voilà, also. Ja, erste Match Tridepart gegen Kapakipo. Mein persönlicher Favorit, du denke ich, Tridepart, weil die eine interessante Defense spielen. Mit Kapakipo natürlich auch stark, also das ist ein ausgeglichenes Match. Mal gucken, was das du erwartest, wie gesagt du das. Ich gesehen jetzt ehrlich, wie du. Ich fand ein Tridepart ein bisschen Variations-Gameplay, gebe ich mal so. Und dann, mais bon, es wird nie weit Leute drauf sind in Dach, aber ich gebe auch halt mit Tridepart für den Leute gehen. Ne? Muss ich so, dass Pipan um Feld nicht viel gewissen hat, mir wann du war Hutten, aber bis Brust an auch den kurzen natürlich am Goal. Also es gibt definitiv ein interessantes Match, ziemlich ausgeglichen. Wir probieren den zu streamen, falls möglich. Auf den sind ich gespannt. Nächste Match ist ein Free Win gegen Bananas, also Bananas konnten durch den Free Win. Trotz verloren haben sie dann das Run gepackt. Du denke ich nicht viel zu so Silas. Aber ich spreche über einen anderen interessanten Match für dich vielleicht. Team Litzeburg spielt gegen Red Lions. Effektiv interessante Match indeed. Wie gesagt, von dem was ich gesehen habe von Team Lützburg kann ein interessantes Match gehen. Hängt immer davon auf, wie mehr natürlich auch drauf sind. Ich hoffe immer ganz stark, dass wir da können gewinnen. Aber bon, das ist immer schwer zu sagen. Ohne auch nach anderen halt schlecht durchzustellen. Ich gehe einfach mal von einem guten Match aus und hoffen, dass Red Lions natürlich gewinnen.
Ja, also halt muss ich doch so, dass das quasi ein Home gegen Home ist. Also 2 Mal von Team Letzburg sehe ich bei dir, du an Team angespielt, an Team Letzburg heute ein bisschen mehr jung gekippt dabei. Also 2 Spieler spielen nach nicht so lang. Ein verbessert sich konstant an den anderen Aspekt, maximal die ja 2. Also kann interessant gehen. Mir gesehen von Team Letzburg, dass sie definitiv etwas Drop holen, besonders was Defense geht. Von da ein bisschen mehr Angriff könnt. Ja, Zeil ist vielleicht schwächst du dann ein bisschen. Vielleicht schwächst du analytisch gesehen, denke ich, dass Red Lions du definitiv löst Wert 4 holen. Aber wir sind halt nicht. Wir haben das halt auch bei Match gegen Team Letzburg von den Leaking Brains gedurcht. Und natürlich gesehen, dass Leaking Brains aber hier Probleme mit dem Team hatten. So, nächste Match ist hier das Gaming gegen Blue Bichos. Ja, zu dem engen Team kann ich leider nicht viel so in dem Match schon mal nicht gesehen. Und natürlich gegen Triple Commit 2-0 verloren. Ich spiele Look and You, das Gaming, die unglücklicherweise natürlich enraged müssten an der ersten Runde treffen. Und das denke ich auch ein Match, wo man vielleicht die eng oder eine Überraschung gesehen. Ich schätze, kann ich dem Match leider wie gesagt nicht. Ich bin nur ganz gespannt, was wir da zu sehen kriegen. Effektiv. So, dann natürlich der Match von dem Matcher, den steht auch schon fest, Sonden und macht Dauer, Enrage spielt gegen Triple Comet, also wirklich, das geht ein heftiger, bombastischer Match, also Triple Comet, das ist natürlich nicht seine Schätze, auch wenn man dann nicht von ihnen gesehen hat, sie haben anständige Spieler in ihrem Team, und ich denke, das geht wirklich ein Unternehmentreffen von 6 Titanen. Also den Match definitiv nicht verpassen, an den ist definitiv auch im Stream dabei, weil also es ja heute zu Letzburg sollte sich besser nicht entgehen lassen. Das kann schon bald RLRS Niveau gehen. Ja, ich muss da auch zustimmen. Ich meine, Triple Commit hat einen relativ starken Line-Up Enraged. Ich meine, wen Enraged nicht kennt, den muss keine lehren. Und den dort Match geht definitiv den Highlight von der 2. Runde. Das absolut, du könnt nicht dazwischen. Merkst du dann nicht ein Upset? Wer Triple Commit sich gegen den Enraged durchsetzen können? Oder bleibt ja weiter bei Enraged? Das ist natürlich froh, ne? Also ich meine, hängt immer davon auf, dass wie ich bei allen Match halt so, ich muss ihn halt ein bisschen gucken, welche Spieler drauf sind und wenn ich lo müsste mein Bett aufgehen, dann wäre ich wahrscheinlich für Enraged. Aber Triple Commit kann du wirklich das hier hier Erfahrung am Spiel ziemlich scheiß und ganz nur Enraged gucken, kennt ganz knapp gehen an vielleicht kennt ihr den echten Match gehen immer wirklich auf voller Länge gesehen. Genau, und natürlich auch heute so hängt wahrscheinlich vom darauf, aber ich denke auch, dass Enraged ein proper Sweep hier wird. Enraged ist einfach ein Team, das auch jahrelang zusammen spielt, dann die Jungen sind einfach angespielt, die müssen wahrscheinlich schon wohl mit jemandem nicht kommunizieren. Den hört natürlich Triple Commit, was auch eine neue Zusammensetzung ist von vielen guten Spielern. Aber wie gesagt, nicht verpassen, unbedingt nur gucken. Das gibt der Match von der Match an den Highlight von der Woche. Nächste Match geht gut gegen Exact Corporation. Silas, wir haben ja Sonntag gesehen, dass geht gut ein bisschen etwas Kasten hat. Aber auch Exact Corporation ist nicht zu unterschätzen. An Exact Corporation ist sogar mein persönlicher Favorit zurzeit am Turnier, weil sie spielen einfach ziemlich proper Mann, nehmen sie sich immer den Mann an hier Passplays gehen ab. Also wie gesagt, habe ich auch ein ganz interessantes Match. Ich denke, die geht richtig ausgeglichen. Und wann bist du in der Nächste geschieht, das High könnten 2-1 definitiv. Ja, du sind ich aber vielleicht andere Meinung. Ich denke, dass High geht gut weisen wird, was sie wirklich drauf und sie wissen, dass sie gegen eine gute Equipe spielen, die sich auch bewiesen hat. Und ich meine, muss sich schon nicht immer einsehen, dass sie eine von Sache. Ich denke schon, dass High geht gut wird auch weisen, dass sie kompetitiv genug sind, für auch eine starke Equipe können zu schlagen. Und ja, der Crashcore hinaus ein guter Spieler, den Moves sonst du überraschen wird. Und ich denke, dass in den Tag alles wird gehen.
Ja, Dominus gegen Dominus. Auch der Legend natürlich nicht unterschätzen an. Ja, wie gesagt, geht auch ein gutes Match. Gucken wir auch zu streamen. Setzen wir mal direkt mit den Spielern Kontakt, ob wir da etwas gehandelt kriegen. So, der Winner vom Day, Elite, stehst auf ein Team, was man bis nach gar nicht hören und Rocket Lions hatten an der ersten Runde Free Win. Und sind natürlich nur an der Winner Round gegen die Elite. Ja, von Rocket Lions kann ich auch nicht viel so. Ich kenne ein paar Spieler aus dem Team und ich muss so eine Mengen, die gehen extrem bei gegen die Elite. Leider. Aber ja, ich meine, wir haben gesehen, was die Elite kann, wenn sie mal bis Show sind. Ich meine, der nächste Match haut war halt ein bisschen Abwärmung, das wird ganz klar gesehen. Aber beim zweiten Match war doch ganz klar definiert, dass wenn sie mal ein bisschen am Spiel dran sind, dann klappt er doch ohne weiter Probleme. Ich denke noch, dass die Elite wahrscheinlich den Win ganz klar kriegen. Voilà, dann haben wir das letzte Match von der Runde 2, Overtime gegen die Leaking Brains. Definitiv denke ich, Overtime hält sich der Win. Leaking Brains haben mir persönlich nach nicht gewissen, was wirklich relevant war, besonders gegen Team Lützeburg. Wo die Performance zwar haben sie gewonnen, auch heiß gewonnen, mit Performance war schlussendlich nicht die ich mir erwartet habe. Gegen Overtime geht das definitiv nicht durch. Ja, du muss ich doch leider so schwert man det och fäll man det match och förlora gegen Overtime mot Red Lions. Denk nicht, dass das Overtime die note Match wird holen. Du sitzt mal am Leaking Brains Fandel am Stadion oder wie? Absolut. Ich sitze am Leaking Brains Fandel am Stadion und der Niese muss einfach mir oft explodiert gehen, das ist ganz klar. Aber ich denke, dass Overtime am großen Ganzen am Turnier an den Top 3 setzt von den besten Equipen am Turnier. Und ich denke noch nicht, dass sie weiter viel Probleme werden und die Note Match an Tasch können zu stierchen. Gut, das waren mal diese Predictions, die könnt ihr auch am Chat noch äußern. Es gibt eine spannende Woche, besonders weil ein paar anständige Equipen oben nicht stoßen. Und ja, Silas, ich gebe dir das letzte Wort. Ist so, merci auch, dass du hier warst und auch in den Chat. Ich hoffe, dir hat viel Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Woche dann zurück. Bis dann. Ja, bis dann, vielmals merci.